Fuck, scheiße, habe jetzt lang gebraucht. Servus, hallo und herzlich willkommen zurück bei Jedi Fallen Order. Ja, ich hab's ja gesagt, wenn ich Star Wars Episode 9 gesehen habe, hau ich da nochmal einen Teil raus. Das wird jetzt aber der endgültig letzte Teil von diesem Spiel sein. Ja. Wie ich schon im Titel geschrieben habe, werde ich in diesem Video, in diesem Stream ziemlich frei Schnauze über Star Wars 9 plaudern, was ich von dem Film halt. Nicht viel, das sage ich jetzt schon. Das sage ich jetzt schon. Und gleich vorneweg, das ist meine Meinung. Nicht deine, nicht die von irgendjemand anders. Es ist rein meine. Okay? Die ist gleich mal vorneweg. Und ja, was wollt ihr eigentlich? Wir waren letztes, glaube ich, in diesem komischen Grab drin. Ähm, Wie schauen wir jetzt da eigentlich aus? Wir haben 91% erkundet, wir haben 32 Kisten, 43 und ein Geheimnisgang noch ab. Wie schaut es denn auf die anderen Planeten aus? Datumir, da geht noch eine Kisten ab und ein Geheimnis. Da kann ich noch hinschauen. Bogano, das sind wir durch. Ilum geht noch eine Kisten ab. Echt, da geht noch eine Kisten ab? Kashyyyk, da gingen noch 7 Kisten ab und 2 Geheimnisse. Ja, also ein bisschen was haben wir noch. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Er hat aufgeschissen. Ich darf sagen, jetzt geben, wo ich jetzt erst siege, ist einmal an Bord. Angeblich gibt es ein neues Update für die Spiele rausgekommen, wo man rotes Lichtschwert kriegt. Habe ich das schon installiert? Ich muss jetzt ganz kurz. Ich möchte nur ganz kurz schauen, ob ich ein rotes Lichtschwert habe, aber wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja mal schauen, ne? Farbe, jetzt pass auf. Nice. Da gibt's kein rotes. Hier Schalter ein, aus. Ach, nee, das geht. Ah? Ach, cool. Das kann man ausschalten, ja, nice. Ach, geil. Das ist aber auch neu, oder? Das war aber davor nicht. Da mich bloß interessieren, jetzt schalte ich den mal aus. Habe ich da noch meine Doppelangriffe oder sind die dann weg? Das möchte ich jetzt kurz mal wissen. Das finde ich geil, dass man den ausschalten kann jetzt. Doppelangriffe hätten wir noch. Jetzt habe ich gerade interessieren, weil wir haben ja jetzt einen Fotomodus, wir haben mittlerweile auch. Yeah, scheiße, sieht gut aus. Scheiße, schaut das bescheuert aus. Ja, ich hab's halt irgendwie wieder zusammen, gell? Ich glaube jetzt lohnt sich das nur erst mal. Aber gut, dass man es ausschalten kann. Er schafft Zeiten jetzt. Ja, Thema Episode 9. Was soll ich jetzt davon halten? Er war jetzt nicht komplett schlecht, da müsstet ihr jetzt schauen, wie ich das sagen darf. Aber ich finde mir hat das Ende einfach nicht gefallen. Also das Ende war. Es war kein würdiger Abschluss für diese Saga. Eine Saga, die die es schon seit 42 Jahren gibt. Das war kein würdiger Abschluss. Ich meine, dass sich Ray einfach kurzerhand selber zum Skywalker erklärt, war einfach. Nee, also. Nee, einfach nur nee. Jetzt darf mich noch kurz was anderes interessieren, wenn wir jetzt schon da sind. Seer, ja, Seer will ich jetzt aber nicht. Das ist Elementarnatur. Ich will mir jetzt mal das Lichtschwert. Elementar, Schalter. Schalter. Achtung, Kontrolle. Wo ist denn Pflicht und Entschlossenheit? Na. Frieden, Mut und Weisheit, Macht und Kontrolle, bla bla bla. Elementarnatur, jetzt pass mal auf. Ich möchte nur kurz, dass das Lichtschwert jetzt komplett mit Elementarnatur ausschaut. Na, wo ist denn jetzt? Elementarnatur, da ist. Ja, es schaut ganz schnieke aus. Aber vielleicht die Farbe ist ein bisschen unpassend. Ja, ich bleibe jetzt trotzdem mal bei meinem Lichtschwert-Design. Hier Schalter lassen wir jetzt auch mal drin. Schalter, welchen haben wir denn gehabt? Den da, glaube ich, oder? Ich glaub schon. Hülse, haben wir das gehabt.
Entschlossenheit. Genau, das war glaube ich das. Genau so hat es glaube ich ausgeschaut, unser Lichtstock. Unser Lichtstock. Material, ja. Wo war jetzt noch stehen geblieben? Genau, das Ende, ja, dass mir das Ende nicht gefallen hat. Ja, Moment kurz, Handy geschäbert. So, genau, das Ende, ja. Also, was ich halt einfach scheiße fand, am Ende war das Ende. Okay, immer mit meinen klaren Informationen. Na, also zum einen, es war cool, ich fand es cool, also dass er wieder gut war ist, fand ich cool, war geil und ich hab's mir ehrlich gesagt schon gedacht, also das andere war irgendwie komisch gewesen. Aber, und ich fand es auch cool, wie er dann den Knights of Ren da bekämpft hat und wie sie ihm dann das Lichtschwert gegeben hat. Da sage ich, das war alles eigentlich ganz, ja, fand ich eigentlich ganz geil alles. Und dann sind sie halt zu zweit beim Imperator gestanden. Und wie sie halt dann zu zweit mit den Lichtschwertern da gestanden sind, habe ich mir gedacht, geil, die zerpimmeln jetzt gleich miteinander den Imperator. Tja, Pustekuchen. Also, zuerst einmal lutschte den beiden erstmal den Lebenssaft aus. Mein Gott, hat er halt gemacht. Okay, habe ich auch noch nichts gesagt. Denke ich, mein Gott. Dann packt er einen Ben und schmeißt ihn an den Abgrund runter. Da war ich da schon ein bisschen angefressen. Da habe ich mir gedacht, so jetzt das. So stirbt der jetzt, oder wie? R3 politisch. Ich da sagen. Jetzt schauen wir kurz. Sepho, ja, das haben wir ja gerade. Jetzt aber nicht, das haben wir letztes Mal schon erkundet. Kashyyyk, da hat noch was so abgegeben. Reisen wir mal nach Kashyyyk. Jetzt sollte ich kurz mein Pappen Grease, wie wär's, wenn wir etwas umdekorieren? Mantis? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original gesehen. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis und jede hat ihre eigenen Kunstwerke. Es war atemberaubend. Ja. Interessant. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, genau. Also, Ben fliegt diesen Schacht da runter, dann war ich da schon ein bisschen angefressen. Denke ich mir, also wenn das jetzt sein Ende sein soll, ja dann, nö. Und dann ist losgegangen. Dann, Wir landen gleich. Komm hier rauf. ja, dann Rey zerpimmelt den Imperator natürlich alleine. Ist ja ganz klar, weil das ist genau das, was ein ohnehin schon überstarker Charakter braucht, dass man ihn noch stärker macht. Dass der Imperator alleine zerpimmelt, das war natürlich ganz toll, das hat mir super gut gefallen. Gott, nee. Also ich hätte wirklich nichts gesagt, wenn sie miteinander den Imperator besiegt hätten. Das war, hätte ich gesagt, jawohl, das ist cool. Aber Rey natürlich wieder allein. Ist ja ganz klar, weil sie ist ja Rey. Ja, dann eben zerpimmelt sie den Imperator, dann fliegt sie dort um. Ja gut, denke ich mal, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Dann kommt der andere wieder raufgravet aus seiner komischen, aus dem komischen Loch da. Geht zu ihrer hin, nimmt sie in den Arm, da dachte ich mir, oh wie süß und so. Dann heilt er sie mit seiner Lebenskraft und stirbt. Also die schmusen ja da noch, da habe ich auch nichts gesagt, das fand ich auch ganz nett da noch. Das war einer der wenigen Momente vom Film, wo ich gesagt habe, jawohl. Aber dann stirbt er einfach und löst sie in Luft auf. Warum? Simply why? Why? Warum? Da faseln sie immer vom Gleichgewicht und dass sie zwei Teile eines Ganzen sind.
Und dann stirbt sozusagen ein Teil. Was war denn da dabei gewesen, wenn es ihn überleben lassen hätten? Was war denn da so schlimm dran gewesen? Das hätten sie doch machen können, oder? Dann hätten sie miteinander, was weiß ich, ein neues Ding aufbauen können, einen neuen Jedi-Orden aufbauen können. Und so, weil keiner von beiden mehr allein gewinnt. Darum, das war ja auch immer ein großes Thema, dass sie so allein sind. Aber nein, wir lassen wir lassen ihn sterben. Gott, bin ich angefressen, deswegen. War ich da unten eigentlich schon? Schaut nicht aus, als war ich da schon mal gewesen. Doch, da muss es doch schon mal gewesen sein. Ja, das ist schon mal. Ah, aber das habe ich mir noch nicht geholt. Ich hab gesagt, diesen Kuss, den fand ich ganz süß. Hätte er gesagt, ja, okay. Schön, ja, nice. Verlassene Patrouillenstation. Gefährliches Gebiet, BD1. Patrouillenstation. Diese Station wurde aufgegeben. Imperiale Patrouillen haben sie als Kontrollpunkt genutzt. Irgendwann muss er von gefährlichen Tieren überrannt worden sein. Aha. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah ja, genau. Kussszene, wie gesagt, fand ich recht nett. Und dann dachte ich mir, jetzt kommt so ein kleines, so, lass uns nach Hause gehen, Ray, oder irgend sowas. Aber nein, er fällt um und ist hier. Toll, danke. Vielen Dank. Thank you for nothing. Also das war wirklich was, das hat mich ganz massiv gestört. Das sage wahrscheinlich viel Leute anders. Wahrscheinlich hat das schon einen Grund gehabt, dass er gestorben ist, mei, aber ich fand's scheiße. Ich fand's einfach scheiße. Sorry, aber das ist meine bescheidene Meinung dazu. Ich fand das einfach unnötig und da hat es auch kein Skywalker direkt gereist, nicht, weil der letzte Skywalker, das war der Ben und der ist jetzt tot. Und du brauchst mir nicht erzählen, dass Rey jetzt sie selber dazu jetzt ein Skywalker ist, weil sie jetzt sich selber dazu erklärt hat. Das brauchst du mir nicht erzählen. Schau, das war da, wenn Ben geheiratet hätte und dann Skywalker weißt du, dann hätte ich gesagt, ja okay, das passt, das ist in Ordnung. Aber nicht sich einfach selber zum Skywalker erklären. Nur dazu, weil sie ja genau weiß, dass sie einen anderen Nachnamen hätte, eigentlich. Was ein Hühnerdreck, du. Was ein Hühnerdreck. Es wird eine Zeit brauchen, bis ich das verarbeite. Immerhin habe ich auf diesen Film 2 Jahre lang gewartet. Und habe dann das bekommen. Die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass es beim DVD bzw. Blu-ray Release einfach eine Fassung gibt, wo man vielleicht ein alternatives Ende noch hat. Oder wenigstens dann bei den ungezeigten, dass vielleicht bei den ungezeigten Szenen, weil wenn du Blu-ray kaufst, sind ja meistens als Special, als Sonderausstattung nur so gelöschte Szenen dabei. Dass man vielleicht da irgendwas in der Richtung sieht, dass das einfach nicht sein Ende war. Also, ja, er hat Märtyrertod, ist er gestorben, er hat sie gerettet. Aus purer Liebe und aus purer Schwanzsteuerung. Leider hat ihm die nichts mehr nicht mehr viel gebracht, weil er seinen Schwanz nie ausprobieren hat können. Ja, mei, was soll ich dazu sagen? Also, wie gesagt, meine Meinung zu diesem Film ist nicht sehr positiv, leider. Ich wünschte wirklich, ich kann besser, hätte mir gefallen, aber ist jetzt wurscht. So viel zu meiner Meinung und wie nochmal gesagt, es ist meine Meinung. Nur meine. Wenn andere Meinungen haben, das alles anders sehen, dann ist das in Ordnung, okay? Da braucht man keinen Shitstorm irgendwie in den Kommentaren dann losregnen lassen. Es ist rein meine Meinung, okay? Gut, so. Jetzt haben wir genug lästert, jetzt spulen wir. Hier war ich ja schon. Wollen wir kurz auf die Map schauen, wo gehen da was ab? 4 von 6 Truhen, 1 von 2 Geheimnisse. Also 2 Kisten und 2 Geheimnisse haben wir da noch. Moment kurz, Handy nervt mich schon wieder. Okay, ja. Wo waren wir? Ja, ich wollte die Kisten.
Wo soll jetzt die Kisten sein? Spiel, pack's mir. Die Hamperer da, die schmeißen. Ah, funktioniert sogar. Gleich rein in die Scheiße, in die ich jetzt auch reinfliege. Boah, die anderen ballern schon gleich wieder auf mich. Was ist los mit euch? Haben wir zerpimmelt. Die Kisten haben wir uns schon geholt. Ja, Jedi am Arsch. Ich schieße den Wasser. Boah, das hat jetzt ausgesagt, jetzt war da in der Ding, in der Brühe da Kisten drin. Was ist das eigentlich? Harz, oder? Das soll Baumharz sein. Fall nicht zurück. Da springt der BD einfach durch die geschlossene Wand durch. BD1, bester Mann. Dass die BB8 in die Tonne kloppen da. Ah, nee, Alter. Wenn ich mit dem Spiel durch bin, werde ich The Witcher spielen. Also, was heißt, wenn ich mit dem Spiel durch bin? Ich bin ja mit dem Spiel schon durch. Also, das wird ja heute, jetzt wie gesagt, der letzte Teil. Und dann hau ich mal The Witcher wieder weiter rein. Denn ich habe zu all dem Negativen, was ich jetzt über Episode 9 berichtet habe, gibt es auch positive Sachen zu berichten. Aber nicht aus dem Star Wars Universum, sondern aus dem Witcher Universum. Ich habe mir die Serie jetzt nämlich mal angeschaut. Also ich bin noch nicht ganz durch, 2 Folgen gleich noch. Und ich bin positiv überrascht. Ich finde die Serie geil. Also ich muss wirklich sagen, es hat ein bisschen die Game of Thrones Flair. Liefere mir einen Kampf, Jedi. Ja, wenn du drauf bestehst, Ich dann werd dich kriegen, Jedi. ich hau das Lichtschwert ins Gesicht. Was soll ich denn Ja, Jedi, nochmal. Oh, der Geist ist doch richtig dran auf, hä? Ah, der zerpimmelt! Was soll ich dir sagen? Ah, ja genau. Also wie gesagt, Witcher. Kann ich spoilerfrei sagen, ich finde die Serie geil. Ich finde die Serie geil. Hat Potenzial, das nächste Game of Thrones zu werden. Muss ich wirklich Gehen wir, sagen. BD. Also... Ich finde wirklich... Da zu Witcher sage ich jetzt aber nicht viel, weil die... Wie gesagt, da spoiler ich jetzt nicht. Die Star Wars 9 Spoiler-Warnung, die steht im Titel drin, von Witcher habe ich nichts geschrieben, also werde ich auch Witcher nicht spoilern, aber gut, wenn ich... Wer spielt... Ja gut, obwohl, wer spielt, kennt Mai. Ich muss zugeben, ich habe die ersten 2 Witcher-Teile nicht gespielt. Deswegen kann ich jetzt da nicht mitreden, wie das alles angefangen hat und inwiefern das schon mit der Serie zusammenhängt. Von The Witcher 3 war jetzt noch nicht viel in der Serie drinnen, so viel kann ich sagen. Ja, aber gut, es ist die erste Staffel, du lernst das erste Mal die einzelnen Charaktere kennen. Aber ich finde die Besetzung auch gut von der Serie, also Henry Cavill, also Superman als Geralt, war ja anfangs auch ein bisschen skeptisch, aber der macht das echt gut, also ich finde das echt gut. Aber dann, ich muss wirklich sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, Superman soll Geralt sein jetzt auf einmal. Ich weiß es nicht. Aber ich bin, hier bin ich positiv überrascht. Wirklich, also... Ich muss sagen, The Witcher, die Serie, ist eines der wenigen Dinge heuer, die kein kompletter Reinfall waren. Bis jetzt von allem anderen, also von fast allen anderen, war ich heuer enttäuscht. Ich war enttäuscht vor Avengers Endgame, das muss ich leider auch dazu sagen. Der hat mir auch nicht so taugt, auch wenn es die meisten anderen wahrscheinlich so anders sind. Mir hat er jetzt auch nicht so taugt. Dann Game of Thrones 8. Staffel brauchen wir gar nicht anfangen. Hey, ein Eindringling. Das war eine Vergewaltigung der Serie. Nach kurzem Prozess mit ihm. Und dann eben Star Wars 9, da wo ich angefangen habe. Genau, das würde ich gerne mit der Star Wars 9 machen. Wertlos. Sehr Pimmel! Verwundung zugefügt. Jetzt mal. Ich bin's wieder. Okay. Hier, hau das. Arschloch, erst ist auf. Ja, immer schon rein. Schaden verursacht. Ja, das hab ich nicht. Signalgeber.
Du Arschloch! Ich beende ihr Leben. Halt's Maul, beendest gar nichts. Oh, ich verhimmel die. Ich brauch nicht einmal ein Lichtschwert dazu. Ich bin wie Ray, ich bin so brutal wie Ray. Jetzt verhimmel die ohne Lichtschwert. Ich hau die ohne Lichtschwert auseinander, du. Scheiß Roboter, Viech da. Und diese Ray Palpatine-Geschichte, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, das haben die rein eingebaut, damit die Fans eine Ruhe geben. Die unbedingt wollen, dass Ray eine besondere Abstammung hat. Und man dachte, scheiße, die Fans finden sich auf, was machen wir? Machen wir es zu Palpatine. Dann passt das auch. Dann halten die da einer Maul. Also der Film bestand sehr viel aus Fanservice, wenn man dazu so schön sagt. Also sprich, dass die meisten Fans die Klappe halten. Und ich finde, das ist sehr auf Kosten von der Story gegangen. Es gab und halt von den Logiklücken her. Wie gesagt, am meisten pisst mich sei tot an. Ich glaube, das hat man jetzt aber schon ein paar Mal festgestellt bei meiner kleinen Meinung dazu. Weil es einfach unnötig war. Und vor allem, die nennen den Film The Rise of Skywalker und dann killen die den letzten Skywalker einfach so. Ja, jetzt, ich muss echt aufhören so. Ich muss aufhören, mich künstlich darüber aufzuregen. Ich bin ja wieder da. Da will ich nicht hin. Da will ich doch nicht hin. Jetzt komme ich da weiter? Nein. Da will ich nicht hin. War ich da schon drin? Nicht da weiter. Ich glaube, da war ich nicht. Ist da eine Höhle? Oh, da ist eine Höhle. War ich da schon mal? Da bietet halt mein Licht ein, dann schaltet die auch mein Licht ein. Gibt es da tolle Sachen da drin? Weil ich glaube, da war ich noch nicht. Also drin nicht, vielleicht da heraus. Alter, was lädt das scheiß Spiel jetzt die ganze Zeit noch? Hör doch mal auf, oder? Ja, na, da, ich weiß, wo ich bin. Bin ich immer noch in der Raffinerie? Na, ich muss wieder zurück. Ja, Herrschaft, eine, was lädst du jetzt die ganze Zeit danach? Fuck mich jetzt ja nicht ab, ich sag's dir, ich bin nicht in Stimmung dazu. Bin ich wieder da. Muss irgendwo noch Kisten sein. Gehen wir mal rüber, schauen wir mal, vielleicht gibt's auch noch was. Wo käme ich denn da hin? War ich da schon? Da war ich mit Sicherheit schon, aber vielleicht habe ich was übersehen. Also, ah Gott, das ist wieder so ein Steckenviech da, ich hau da gleich den Flingen ins Gesicht. Ja, ich finde es zum Kotzen, ich weiß schon. Ich finde auch vieles zu kotzen. So, ist ein Kisten, aber die habe ich mir schon geholt. So, sauber, das Gesicht auseinander geschnibbelt da. Oh Gott, da muss ich jetzt gleich oben, oder? Na, da kommen wir normal hochgeladen. Was haben wir denn hier? Explodiert gleich, oder? Da gibt's sonst nichts mehr, oder? Wie kommen wir überhaupt dahinter gehen? Da gibt's doch gar nichts. Was soll denn das? Ich fühle mich verarscht. War ich grad? Ich brauch dieses hässliche Schneckenviech da. Die Nacktschneckenpopulation dezimieren. Da war jetzt auch gerade, oder? Ich kenne jetzt da gerade überhaupt nicht aus. Ist sich nur noch gestrüppt. Da geht's. Da rutscht jetzt auch nicht. Da wird ja wieder Schlamm. Ich will ja wieder, ich will ja bloß wieder da. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Spiel, da will ich nicht hin. Überwuchert der Pass, ja. Gehen wir mal da nach. Ich finde wieder überhaupt nichts. Eine halbe Stunde gespielt und außer
große Fresse beim Kritisieren von Filmen. Weißt du, dann hörst du da wieder, mach's besser, mach's besser. Also bis das Ende für Star Wars 9 hätte ich schon parat gehabt. Eins dabei gesagt hätte, jawohl, das ist ein würdiger Abschluss, so kann man das Ganze beenden. Aber doch nicht so. Wie gesagt, das einzige Schöne war dieser kleine Kuss zwischen denen zwei, den fand ich ganz süß. Aber das andere war... Ja, Herrschaft, Zeit, das Lot ist scheiße. Was lott der die ganze Zeit noch? Was spinnt denn der halt so rum? Und wo zur Hölle sind diese verschissenen Kisten? Hallo meine Freunde, ich bin Karl Keste. Ich kann ihn kriegen. Ich bin Karl kastriert. Ein Aufständischer. Ja, am Arsch, ja, Okay. Ja, okay. Lebt ja noch! Lebst du noch? Hast du dir das erlaubt? So, jetzt bist du. Oh, hey, ohne zum Krong überlebt er das einfach. Oh, scheiße. Ja. Ich find doch keine Kisten. Was soll ich machen? Ich find keine Kisten. Ui, was soll ich noch? Was soll ich machen? Wo muss ich sagen? Ja, Grütze Alpha, ey, jetzt fangen wir ja nicht zum Nerven, wo ich sag's dir, hey. Fang mir jetzt nicht zum Nerven, ich bin jetzt echt in der Stimmung dafür. Meine Welt wurde erschüttert. Headset auch noch rum. Gegner identifiziert. Jemand anderes will ihn erledigen. Offensive wird neu berechnet. Hau doch ab, du Arschloch! Ziel weicht aus. Ich schub's dann Arsch Holt rein, ihr los. euch. Alles klar. Hau nicht zusammen, du Wichser! Inkompetent. Deine Mutter ist inkompetent. Feuern und vorrücken. Daneben. Ich beende ihr Leben. It's my Das werden life! sie bereuen. Boah, Alter, ich bin gleich hier! Was ist los? Himmel, wie du Arschloch! Die hau ich auch zusammen, du! Ich hau euch alle zusammen! Ich sag's dir, hey! Gibt's da noch was? Nein. Wo dann rüber? Ah, da kommen wir rüber. War ich da drin? Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Uah. Nein, hier war ich noch nicht. Ja, schön. Haben wir wieder was Neues gefunden. Wir sind ein Pro-Gamer, wir gründen es hier. Maximale Macht. Er hat bekommen, was er verdient hat. Wookiee-Rache, Revenge of the Wookiees. Star Wars, Episode 3, Revenge of the Wookiees. Ein toter Truppler, er wurde angegriffen von einem Wookiee. Sie ist entkommen und hat ihre Rache. Oh, es war eine sie. Okay. Ja, komm. Das war eine sie. Das sind doch bei die Männchen.
nicht großartig von den Weibchen unterscheiden wird. Also Titten wär's da vergeblich so, zumindest nicht keine sichtbaren. Sind Wookies eigentlich Säugetiere? Ja, wahrscheinlich schon, sie sind ja auch humanoid. Ja, also wir haben jetzt da das Geheimnis gefunden, das war ja schon mal ganz gut. Ui, eigentlich die Frage ist, wie geht's weiter? Was geht jetzt eigentlich noch ab? Zwei Kisten, Geheimnisse haben wir alle, irgendwo müssen nur zwei Kisten sein. Irgendwo. Ja, wurscht, kommen wir wieder oben. Ein Stück trinken. Prost. So. Ja, ich schon, da drüben. Ah, ja, ich war ja schon überall. Sind die Tür. Achso, die habe ich schon zusammen. Jetzt gehe ich wieder da raus. Nein, da will ich aber auch nicht raus. Obwohl, warte mal, vielleicht. Schau mal da. Kann ich da irgendwie weiter? Kann ich mich da durch? Okay, das geht. Ist gut, das geht. Dann. Aber weiter werde ich wahrscheinlich nicht kommen, weil da muss ich wieder so einen geschissenen Wallrun machen und das wäre das natürlich. Es wird funktionieren. Ah, ich bin Pro-Gamer, ich krieg das hin, Das ist nicht passiert gerade. Hat keiner gesehen. Ach, wieso soll ich dem jetzt so orbit, oder was die für Spitzen ist mal. Na, schauen wir jetzt. Kannst du mir wetten, ob das wer verreckt als erst die Spinnviecher und die Stormtrooper. Ich glaube aber, dass da die Stormtrooper meistens eher kürzer sind. Die Daten gern dann auch. Jetzt da oben. Ah, guck mal, schwimmen. Schwimmen kommen aber nicht drauf. Okay. Okay, der Seilkehrer, weil unter Wasser sind ja auch gern so Kisten versteckt. Wie die denn jetzt? Ach, da war doch die Bossspinne da. Ja, genau, da war die Bossspinne. Aber die haben wir ja auch schon zusammengehauen. Haben wir ja auch schon zusammengehauen, das Bossspinnenviech da. So, wie schaut's da aus? Habt ihr die Spinnenviecher mittlerweile zusammengehauen? Nehmen wir das mal als Ja. Oh, Flammenwerfer, Arschloch, hau ja ab. Nicht nachlassen! Ja, du sollst doch nicht den einführen, du Mongo. Den sollst du zusammenhauen, oder? Du hast ja noch einen Flammenwerfer, Arschloch. Ich glaube, ich bin fertig. Hau ja ab, du mit deinem scheiß Flammenwerfer, jetzt kommst du. Du wirst einen Fehler machen. Nein. Oh, da kann ich was, gell? Flammentruppler. Finde Wege, den Truppler zu umgehen. Flammenwerfer muss nach jedem Einsatz abkühlen. Verkürze den Abstand und greife an. Flammentruppler sind spezielle Kommandos, die die Kriegsmaschinerie des galaktischen Imperiums unterstützen. Der Flammenwerfer dieser mit Brandwaffen hocheffizienten Einheiten hat eine Reichweite von etwa 10 Metern und damit einen breiten, aber kurzen Wirkungsbereich. Aufgrund ihrer begrenzten Beweglichkeit setzen sie ihre Waffe ein, um die Bewegungsfreiheit des Ziels einzuschränken und es in Position zu bringen. Ihr Flammenwerfer ist zwar tödlich, verwendet aber entzündliche Substanzen, die ein Abkühlen der Waffe erforderlich machen. Ja? Zeig mal. Und wir haben eine Trophäe gekriegt, habe ich gerade gesagt. Stimmt, und wir müssen uns das Stim reinhauen, sonst sind wir gleich. Das ist viel besser. Wir müssen uns unser Heroin reinhauen. Wir sind der Junkie hoch 10.
Gut, wir haben wieder alle Stimms. Da werden jetzt gleich wieder die Gegner da sein, aber die können mir jetzt mal wurscht sein. Jetzt werden schon dringender. Jo. Ja, du stehst Bin nicht da. sicher, was ich da gerade gehört habe. Das war nichts mehr. Gibt's da irgendwo... Ah, da gibt's einen Spalt, da kann man eingreifen. Da gibt's einen Spalt. Und da ist ein Spalt. Pass auf, das kann einer. Bin ich nicht. Jetzt bin ich ja bloß da. Da will ich doch nicht hin, da war ich doch schon. Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, wo diese scheiß Kisten sein sollen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo diese scheiß Kisten sein sollen. Er ist gerade so wieder aufgekommen hat mit der Hand. Ich weiß es nicht, ich bin dumm, ich weiß sowas nicht. Ja, wurscht, gehen wir jetzt zurück, schauen wir, ob wir da hinkommen. Was ist los, Junge? Spring dann auf. Und er hat sich ordentlich sein Schienbein umgefahren. Ah, da stehen wieder so ein paar Kopfgeldjäger unten. Die können wir doch damit zerpümmeln. Komm her, du! Zack! Der? Bossgegner, ordentlich für Schlimmeres. Ja, das stimmt. Was Schlimmeres, das habe ich gestern gesagt. Ich fertig. Arschloch! Ist das der eigentlich halt oder nicht? Oh, so mag Ich ich hab doch das. vorher nur jemanden gesehen. So. Thema erledigt, da die so Kompakttor bin. Ich hab's doch gewusst, dass da noch einer ist. So, Alter, ey. Fett weg, da hab ich die Song. Oh, nicht schon wieder, auf das mich einfach mit seinem Schüssler. Ich hätte gedacht, jeden wäre härter. Ich bin hart, ich hab einen hart. Oh nein, ich bin kalt kastriert, ich hab keinen. Doch, ich hab die drauf. Bing! Okay, Kannst du mir bitte helfen? wir brauchen wieder Heroin. Ich habe ihn übrigens kalt kastriert, weil der hatte in diesem Spui wirklich, der ist von Frauen umgeben. Und ich muss ehrlich sagen, zwei von diesen Frauen sind nicht hässlich. Beziehungsweise waren. Und zwar, das war die Thriller und die Maren. Und mit keiner von beiden kannst du irgendwie in irgendeiner Weise irgendwas anfangen. Also bei der Thriller, gut, Mai. Gut, das Funktionieren da, das hat man ja gesehen. Das, wie gesagt, das war eines der wenigen Sachen in Episoden, wo ich gesagt habe, Die ist nicht mehr lange verschlossen. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Aber dann halt Maren, mit der chillst du die ganze Zeit. Ah, ja, sehr schön, sehr schön. Und da hinten ist gleich die zweite. Hey, BD, siehst dir mal an. Siehst du das? Dann haben wir die Okay, Imperiale BD, was ist es? matt. Wir haben ein Lichtschwertmaterial erhalten. Und wir holen uns gleich die zweite Kiste auch noch. Sind wir da durch? Siehst du das? BD1-Skill, lass mal schauen. Okay, das ist so schwarz, ein bisschen schwarz-weiß. Ich kalt ein. Was wollte ich? Wie war's wo? Schiff, genau. Ich mache mich mal auf den Weg zum Schiff zurück und dann schaue ich, vielleicht schauen wir uns noch einen Planeten noch, vielleicht gehen wir noch ein Datum hier. Ich schaue, kommt drauf, wie lange ich jetzt brauche, bis ich zum Schiff zurück bin. Aber allzu weit weg bin ich ja nicht gegangen, also sollte die eigentlich relativ schnell zurück sein. Glaube ich, hoffe ich mal nicht. Soll ich meditieren? Naja, warum nicht? Warum? Wir sind Pro-Gamer. Da gehen wir bloß die scheiß Viecher wieder. Aber schön, die haben sie alle gegenseitig umgebracht. Sehr nett, sehr zuvorkommend.
Du bist zu schnell. So wie wegen dir langsamer da, oder was? Ich will nichts dafür, wenn diese Stormtrooper einfach nur scheiße seid. Wie schon die größte Bodenspinne auf diesem Planeten ist? Ist mir egal. Aber sie haben sich alarmierend schnell vermehrt, weil sie so viel Nachwuchs haben. Wir reden dabei von Millionen pro Generation. Da ist der Jedi! Ja, man kann ja Gruppen kuscheln und Gruppen zerpimmeln. Augen darüber! In Ordnung. Boah, Dieses Tempo! ich bin heute der Jedi, gell? Wir werden nicht mehr lange überleben. Holt euch das Ziel! Gut. Tja. Wieder mal zwei Typen sauber zusammenkauen. Nein. Heute wichtig und jetzt läuft er wieder ab. Wie schauen wir jetzt eigentlich da aus? 90% der... Wieso haben wir bloß 90% erkundet? Was soll denn da jetzt noch abgehen? Okay, also da muss ich auf jeden Fall jetzt über. Dann komme ich wieder zurück. Okay. Machen wir wieder auf. Jetzt haben wir die ganze Zeit mit diesem weißen Poncho-Ding da umeinander gerannt. Ich dachte, sagen, jetzt ziehen wir uns mal wieder um. Ziehen wir uns mal wieder was anderes, aber was ziehen wir uns auch? Ziehen wir uns mal, ja, Standard-Outfit. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen Retro, wie gesagt, heute das letzte Mal. Wir ziehen uns unser Anfangsoutfit an. Genau. Da ist der Lift. Das Mikrofon rausgezogen. Weil ich spiele über Playstation und das Schöne ist ja, dass der PS4-Controller ja einen Headset-Anschluss hat. Aber das Blöde ist halt, dass man manchmal rauszieht. Ich muss trinken. Gut, da ist unser schickes Schiff. Da steht unsere schicke Crew. Dann da die Song, ja, eine Viertelstunde. Also ich reise jetzt auf jeden Fall nochmal nach Datumir. Da, schau sie dir an! Schau sie dir an! Und er macht nichts. Kyle kastriert trifft schon recht gut, glaube ich. Ja, fliegen wir nochmal nach Datumir, da die Song. Der rote Planet. Der Mars vom Star Wars Universum. Oh, Grease, was haben Sie gekocht? Es riecht furchtbar. Gar nichts. Ich sage doch, auf der Mantis ist irgendetwas im Gange. Vielleicht hat der Kleine was eingeschleppt. Oder ist es doch Ihr Essen? Ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare, überall Haare. Kurz und drahtig. So wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Kurzer. Das ist bestimmt. Hoppala. Ja, jetzt möchte ich mal kurz was schauen. Geht das? Oh, ja. Ah, da hat man einen Screenshot. Wieso ist das Fahrwerk da ausgefahren und das Segel eingeklappt? Sollte das jetzt eigentlich ein bisschen anders ausschauen? Mei, mir wurscht. Mir wurscht. Ich werde das schon machen. Wir wollen jetzt hier, also hier wollen wir erstmal die päpstlicher sein als der Papst.
Oh ja, die Marin, oh ja, die Marin, na. Wenn sie halt nicht so einen kalten, desinteressierten Blick hätte, gell? Gibt einen Hinweis. Wir haben Mach einen doch blinden mal. Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Ja, der Rick, gell? Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Der klügste Mann des Universums, aber schafft es nicht, so einen kleinen Bockling aufzuspüren. So, sind wir wieder, jetzt würde ich schon sagen, daheim. Ja, gut, hier daheim ist halt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Datum mir folgen in der Clone Wars leider nicht gezeigt. Also, scheiße. Stehen wir mir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das mal anschauen, wenn da alle gestimmt haben. Aber gut, eigentlich kann es wurscht sein, weil, wie gesagt, jetzt die Wahrheit. Ich würde schon, dass es rum ist. Also, so schlecht wie ich den Film fand, so gut fand ich auch das Spiel. Das Spiel ist ein bisschen eine Entschädigung für diesen Scheißfilm. Ich glaube, jetzt zerpimmeln noch ein paar Night Sisters. Ich glaube, der geht jetzt noch ein bisschen Zombies zerpimmeln, weil mit dem Großmittelsucherei brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen, weil ich habe jetzt noch 13 Minuten. Wie schaut es eigentlich aus? Wobei, da hatte ich noch was nicht entdeckt, gell? Alter, da habe ich auch noch nichts. Ich habe da einen Haufen noch nicht erkundet. Oha, gehen wir mal da. Gehen wir mal da runter. Warte mal. Also das ist mein Fotomodus, finde ich schon geil, dass es jetzt so angibt. Kann man da reinschauen? Nein, kann man nicht. Diese ekligen, komischen Hosensackteile da. Da war ich noch nicht. Gibt's da was? Da wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder irgendein Viech kommen. Ja, hab's so gut. Nein, kleine Lichtschwert. Ja. Eine Sicht! Genau, die Zombie-Arschloch-Viech. Da sind die Night Sisters, die Zombie-Vieh, da sind die Zombie-Schwestern. Die gibt sonst. Pilzlinge. Pilzlinge sind eine wichtige Zutat für Tinte, die Bücher und Schwestern der Nacht für ihre Tätowierungen benutzen. Die Pilzhülsen werden dazu eingekocht, bis sich eine zähflüssige gelbe Paste bildet. Diese wird zur Erzeugung verschiedener Farben mit Leim, Asche und anderen Pigmenten vermischt. Ah. Also haben sie sich sozusagen dann künstlerisch betätigt. Ich habe mich letztens mal ein bisschen erkundigt, was eigentlich, zu welcher Rasse eigentlich die Nachtschwestern, Alter! Weil es ist ja, das sind ja jetzt keine direkten Menschen, ja, Grunze in Alpha, sagst du aber mit euch. Hau ich gleich so zusammen, Alter. Ja, Grupp kuscheln, Grupp zerpimmeln. So. Nimm zu mir, Kumpel. Wir haben, ich glaube, da war ich noch nicht, oder? Genau, da war ich noch nicht. Schon wieder rein. Das wird jetzt wieder heißen. Genau. Diese Tür bewegt sich nicht. Ist nicht wahr, Kerl. Du bist ja wieder ganz so schlauer. Diese Tür bewegt sich nicht. Oh, da ist doch was drin. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Wahrscheinlich rum, oder? Schauen wir doch einmal. Wo wir da von oben hinkommen. Warten da oben wieder den Empfangskomitee. Ja, aber ich schon weg. Hau ja ab, du. Hau ab. Alter. Alter, das sind ja nicht so viel gleich. Was ist das?
Also von oben. Ah, sag mal, die kann man irgendwo kraxeln. Ah, vielleicht da. Da ist anscheinend so eine Art Käfig. So, wieder weg. Schauen wir doch gleich mal weg. Die nehmen der Kerl und die Maren dann für ihre kleinen perversen Käfigspiele her. Wieso glaube ich, dass wir hier den Käfig da unten brauchen werden? Schirmen heute einmal an, oder? Da werde ich doch irgendwo auf den Kraxen gehen, runter. Also nicht hier. Ich bin das Ding nur im Weg. Schirmen mal in andere Richtung. Genau, also gleich da oben. Da kommen wir auf. Und da kommen wir über und dann kann man sich dieses Ding da halten. Und dann haben wir noch ein Geheimnis entdeckt, weil wir Pro-Gamer sind. Gib mir das. Hier war jemand. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. Ja, wer es klar hat, den Fremden haben wir sogar schon mal getroffen. Hier war ein Fremder, kein Bruder der Nacht, ich spüre etwas Vertrautes. Ja, du Schlaumeier, den Typen haben wir schon getroffen, den Typen haben wir auch schon zerpimmelt. Mein Gott, der Kerl, mit seinen... Ach Gott, was machen wir bloß mit dem? Kerl, was soll ich mit dir machen? Ja, morgen bin ich wieder der Geralt. Und dann hauen wir uns wieder sauber einen Witcher rein. Es ist und bleibt einfach das geilste Spiel ever. Da kann man keiner sagen, was willst du. Witcher ist einfach klasse für sich. Na, ihr zwei. Gut. Ja, 53 Minuten. Auf die 7 Minuten der wird geschissen. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel anfangen. Ich stelle mich jetzt einfach hier so zwischen euch rein so. Wenn wir schön als Abschlussgruppenbild haben. Leider ist die Seer nicht dabei. Ich kann sie nicht angreifen. Okay. Also. Jo, dann da die Song. Dann da die erstmal sagen, ich muss noch mal speichern. Ich muss noch mal speichern. Na, du hast da einsam verlassen, hast Angst draußen. Gut, okay, so Zombie-Schwestern, die können schon ein bisschen beängstigend sein, das muss ich dazu zugeben. Wir deren Healen. Wir deren Healen. So, also wir stellen uns neben unser Weibchen. Muss ich dann schon gut zusammenpassen. Da kannst du mal sagen, was du tust, aber wäre schon ein hübsches Modell 2. Machen wir doch nochmal. Gehen wir nochmal auf den Fotomodus. Wie gesagt, was ich beim Fotomodus ein bisschen schade finde, also ich finde schön, dass es so einen gibt, aber zum Beispiel bei God of War, da kannst du halt dann ein bisschen die Gesichtsmimik noch verändern oder so. Da kannst du dann Grimassen schneiden lassen, die Charaktere, das finde ich echt ganz lustig. Dieser Fotomodus ist sehr, wie sagt man, sehr, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber du hast halt nicht so viel Spaß mit dem bei God of War oder auch bei Mordor Schatten und Schatten des Krieges. Zum Beispiel, da sind halt der ist sehr fachlich, genau das wollte ich sagen. Der ist eher fachlicher Natur, dieser Fotomodus. Was weiß ich, was eine Blendenzahl ist, was weiß ich, was eine, ja gut, Belichtung weiß ich schon, was weiß ich, wofür wofür man Körnigkeit braucht, oder chromatische Aberration. Was zur Hölle ist eine chromatische Aberration? Ja, probieren wir es mal, was passiert denn dann? Gar nichts. Ach, da wird's. Da wird's ein bisschen verschwommen, ich verstehe. Ach, da kann man es auch ein bisschen schärfer stellen anscheinend. Wie sie da steht so. Du erinnerst mich gerade ein bisschen an meine ehemalige Lehrerin. Die ist auch so da gestanden. Ja, Kerl kann man ausblenden, sie kann man ausblenden.
Filter, ja, da hast du ein paar Filter, ja, die Fotomodus haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Gut, dann da die sagen, ich hab meine Meinung zu dem Spiel habe ich ja schon abgegeben, also ich fand's gut. Story hätte länger sein können, aber gut im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen. Zu lang war es dann auch nichts gewesen, also es hat schon passt. Nur der Sinn der Story ist mir immer noch nicht ganz klar. Also, das wo du gerade gesagt haben und das am Ende eigentlich nur zusammengehauen haben, war meiner Ansicht nach ein bisschen, ja. Mei, da kann man sich jetzt drüber streiten. Schauen wir mal, was im zweiten Teil kommt. Dann habe ich ihm ja heute meine Meinung zur Episode 9 zum Besten gegeben, meine klugscheißer Meinung, wieder so ein möchtegern YouTuber, der wo meint, der muss jetzt da sein Senf dazu geben. Ich weiß schon, wer das ist. Ich schaue da auf YouTube durch und denke mir, oh Gott, Alter, es muss wirklich jeder Vollidiot da seine Meinung zu diesem Spiel, zu diesem Film sagen. Aber mein Gott. Mir schaut eh keiner zu, insofern ist das eigentlich scheißegal, was ich da sag. Und deswegen hat das schon passt. Es hat ein bisschen, es hat mir, jawohl, hau ja deine Hand rein, jawohl. Oh scheiße, ich wollte jetzt gerade einen Screenshot machen, wie er ihre Hand so ins Gesicht hat. Ja, ist wurscht. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, jeder möchte gerne YouTuber, haut jetzt da seine Meinung raus zu diesem Film. Mei, unnötig, dämlich, aber trotzdem tut es irgendwie gut, weil man sich da ein bisschen abreagieren kann. Ich finde es halt wirklich schade, weil ich hätte mir halt mehr von dem Film erwartet. Es war so viel Potenzial da gewesen, vor allem was Ben angeht, was Ben und Ray angeht. Also es gab ja, sie waren ja zusammen ungefähr 30 Sekunden lang. Das war die heißeste Liebesbeziehung, die ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. Also das war wirklich krass. Das war wirklich, also... Boah, mir wundert es, dass der Film nicht auf 16 war, hey, so brutal war das. Ja, gut. Ich halte jetzt mein Maul zur Episode 9. Okay, ja, das war der letzte Teil von Fallen Order, leider. Und ja, wir haben jetzt die 30 voll, das war mein Ziel und das haben wir ja jetzt gemacht. Und ja, und da die sagen, wir beenden das jetzt an der Stelle. Morgen geht's dann höchstwahrscheinlich mit The Witcher weiter. Wann ist der 22. Jahr? Am 23., 24. werde ich wahrscheinlich nicht streamen, ist halt Weihnachten. Und 25. ja, also dann wahrscheinlich schon wieder. Wir werden sehen und wie gesagt, ich spiele The Witcher, weil ich heute die Serie, weil es jetzt die Serie rausgekommen ist dazu und ich finde es halt einfach jetzt momentan recht passend. Jawohl, jetzt aber. Zack! Schaut so ein bisschen aus, als wäre das umarmen. Kommt doch mal ein Screenshot, das schaut ganz lustig aus. Das schaut aus, als wäre das umarmen und sie total desinteressiert. Was willst du jetzt? Geil. Warte mal. Machen wir ein bisschen Licht. Das mit dem Strahler finde ich ganz geil. Du kannst unten den Strahler dann so ein bisschen versteuern. Ein bisschen dunkler, nicht so krass. Sie hat braune Augen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja gar nicht, das ist jetzt gar nicht so mystisch eigentlich. Von so einer Nachtschwester hätte jetzt eher sowas, so tiefblaue Augen oder schwarze Augen erwartet, aber es sind, also ich sag nicht, das schlecht ist, schaut süß aus. Sie ist schon süß, die Marin. Also, bei der kannst du nicht meckern. Auch wenn es mal am Anfang tierisch auf den Sack gegangen ist mit ihren scheiß Zombie-Schwestern und mit ihren komischen Nachtbrüder, Bodyguards da. Ist mir am Anfang tierisch auf den Sack gegangen. Ich glaube, das hat mir gespannt. Ich habe ein bisschen über sie geschimpft. Ja, ich weiß. Aber anscheinend sind ihre Tage jetzt rum. Jetzt ist sie wieder besser drauf. Jetzt ist sie unser Girlfriend, unser Homie, vielleicht unsere Liebelei im zweiten Teil oder im DLC. Wir werden es sehen. Genau. Ich mache jetzt da noch einen Screenshot von diesem kleinen Hack vor ihm. Das schaut so geil aus. Ja, Übertragungseinstellungen, bereits keine Übertragungseinstellungen. Jetzt sei halt nicht so desinteressiert. Jetzt hat sie auch noch den High Ground. Wieso bin ich jetzt auf einmal so klar? Ist sie größer als er? Oder steht er jetzt einfach nur Tür verdrängt? Ja gut, okay. Ich habe jetzt genug gequasselt. Wie gesagt, morgen Witcher.
ich bedanke mich, also ich darf mich bedanken beim fürs Zuschauen, aber es hat keiner zugeschaut. Ist vielleicht auch besser in dem Fall. Ist vielleicht auch besser, dann hat keiner meine Scheißkritik gehört. Und ich sag's noch einmal, es war nur meine Meinung, okay? Jeder hat da seine eigene, wie gesagt, es war meine Meinung. Ich hasse das, dass ich mich für sowas überhaupt entschuldigen muss, aber bei YouTube da muss da vorsichtig sein. Gut, ja. Dann darf ich sagen, Spiel beenden an der Stelle. Ich tue jetzt, muss ja noch fachlich korrekt beenden, Einstellungen, ja, wir werden es beenden. Wir werden es beenden. Wir gehen jetzt zurück zum Titelbildschirm. Ja, komm jetzt laut. Gut, also, morgen dann nochmal Witcher. 23. 24. kommt dann nix. 25. kommt es dann weiter wahrscheinlich. Ich werde mir dann eine Zeit eben The Witcher widmen und dann wahrscheinlich geht es dann mit Greedfall wieder weiter, wenn ich keinen Bock mehr auf Witcher habe. Oder ich spiele wieder God of War, das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich läuft es wahrscheinlich eher Greedfall. Okay, also, ich bedanke mich bei den Leuten, die da waren fürs Zuschauen, auch wenn keiner da war, aber ich mach's anstandshalber. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Stream morgen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und auf Wiederschauen.